Heute setzt sich so ein richtiger Schlusspunkt zu dem Thema Beziehungskiste. Auch wenn die Beziehungskiste schon längst nicht mehr da ist, die haben wir schon längst das Materiallager versorgt. Es hat da das Bühnenbild schon bereits ein bisschen geändert. Es steht ein Leiter da. Das ist das Bild für Leiterschaft. Das ist so ein bisschen der zweite Jahresschwerpunkt, den wir als Kirche haben. Thema Leiterschaft. Aber nochmal zurück zu der Beziehungskiste. Heute ist eigentlich der Schlusspunkt. Oder eben Doppelpunkt. Denn es geht um beides heute. Und wenn wir zurückschauen zur Beziehungskiste, wir haben verschiedene Facetten angeschaut von Beziehungen. Was macht gesunde Beziehungen aus? Beziehung zwischen Mann und Frau, Zweierschaft, Pornografie ist so ein Thema gewesen, wo wir angeschaut haben, wie Pornografie unsere Sexualität kann belasten, sogar Beziehungen zerstören. Aber auch, was wichtig war, ist, mehrmals zur Sprache gekommen ist das Miteinander der Generationen. Und wir möchten leben, auch als Kirche. Und wenn man so in diesem Thema drin ist, dann merkt man, wie viele Lücken es eigentlich noch gibt zu diesem Thema. Man wird nicht fertig. Und darum muss man das einfach mal stehen lassen und sagen, jawohl, wir haben an diesem Thema gearbeitet, sind Inputs gefallen oder vermittelt worden. Es hat einiges bewegt bei den Leuten, da und dort. Und es muss sich noch weiter viel bewegen. Man wird nie am Ende sein. Gerade bei diesem Thema Beziehungen. Das ist ein endloses Thema und darum wird es uns immer wieder beschäftigen. Beziehung untereinander, Beziehung zu Gott. Und heute geht es so ein bisschen um Beziehung. Wir werden das auch noch ein bisschen fühlen und ein bisschen spüren. Darum hat es vielleicht ein bisschen weniger Leute, weil sie gelesen haben auf der Homepage, Interaktion gibt es. Achtung! Da muss man miteinander zusammensitzen. Ihr werdet ein bisschen etwas noch spüren von Beziehungen heute Morgen. Beziehung in der Gruppe. Beziehung zum Wort von Gott. Aber es geht eben auch schon um Verantwortung wahrnehmen. Wie übernehme ich Verantwortung für eine Gruppe? Und da sind wir eben bei dem Thema Leiterschaft, wo die Leiter uns ein bisschen begleiten sollen. Symbolhaft, hat viel zu sagen. Und das Thema Leiterschaft wird uns beschäftigen in dem Sinn, dass wir uns Gedanken machen, ja, wird man als Leiter geboren? Oder kann man sich zum Leiter entwickeln? Was versteht die Bibel unter Leiterschaft? Was heißt das für dich als Student, als Vater, als Mutter, als Vereinsmitglied vielleicht, als Pensionierter? Was heißt das Leiterschaft? Solche Fragen werden wir ein bisschen auf den Zahn fühlen und uns beschäftigen in den nächsten Wochen und Monaten, weil es ein wichtiges Thema ist, das uns angeht, uns als Gemeinde, uns als Christen. Neue Leiter braucht unser Land. Das ist definitiv so. Und darum werden wir in das Thema hineingehen, dann planmäßig mit dem Uli am letzten Aprilsonntag, am 28., wo der Uli Baldensberger wird da sein. Heute geht es um Bible Discovery. Und zwar, wie kann ich eine neue Art, oder es ist eine neue Art, wie ich die Bibel lesen kann. Persönlich für mich, aber auch als Gruppe. Und es ist wie ein Werkzeug, das ich euch in die Hand gebe. Ein neues Werkzeug, vielleicht für die, die es noch nicht kennen. Wer hat schon mit Bible Discovery gearbeitet? Hand hoch. Wow. Also, gut, man kann immer noch etwas dazulernen. Schon ein paar. Wir haben es auch als Gemeindeleitung oder Gemeindeleitung Plus schon durchgemacht. Einmal am Abend hat Cornelia das gemacht, weil meine Frau das schon länger auch praktiziert mit anderen Frauen, das Bible Discovery. Es ist einfach wie ein Werkzeug mehr in deinem Werkzeugkasten. Ein guter Handwerker, der schafft ja nicht nur mit dem Hammer, oder? Sondern der hat eben auch andere Werkzeuge zur Hand, Schraubenzieher oder Imbusschlüssel. Für mich ist die Bible Discovery so wie ein Imbusschlüssel, aber dazu kann ich ein anderes Mal etwas vielleicht sagen. Bible Discovery ist wie ein Werkzeug für deinen Werkzeugkasten, für dich persönlich, aber vor allem als Gruppe.
Und ich möchte, bevor wir das auch praktisch ein bisschen üben, heute Morgen 2, 3 Gründe weitergeben, wieso das mir das auf dem Herzen liegt. Und ich bin überzeugt, das liegt auch Gott auf dem Herzen. Das kann man sehen in unserem Land, dass das etwas bewegt. Das Bible Discovery ist ja nicht bei mir entdeckt worden. Das ist nicht das Produkt von mir, sondern ich weiß nicht, wo das entstanden ist, aber Campus für Christus tut das pushen in dem Sinn. Und es wird in verschiedenen Ländern praktiziert und es löst etwas aus. Der erste Grund ist, lerne dich selbst zu ernähren. Ich weiss nicht, wer das Kind kennt, ich sage den Namen nicht, aber es war Pfingsten 2009 gewesen. Das Kind lernt essen. Und das ist das, wo jeder Christ, jeder Nachfolger von Jesus selber, also mit Hilfe, lernen muss, so wie Eltern das Kind auch lernen zu essen, dass das Essen zu sich nimmt, müssen wir als Nachfolger von Jesus lernen, dass wir uns ernähren vom Wort von Gott. Das ist unser Grundnahrungsmittel, das Wort von Gott, die Bibel. Und ich sage immer wieder, jeder Mensch hat 2 Magen. Der eine Magen ist der, den wir kennen, den wir wahrscheinlich schon zum Morgen gegessen haben, der schon ein bisschen gesättigt worden ist heute Morgen. Und der andere Magen, das ist der spirituelle, der geistliche Magen. Und der Magen, der Hunger, der vermag nur Beziehung zu Jesus sättigen. Und das Wort von Gott ist wie das Grundnahrungsmittel für die Beziehung, dass die Beziehung zu Gott kann wachsen, kann gedeihen, sich kann entwickeln. Hast du schon mal einen Menschen getroffen, der am Sonntag 20 Mahlzeiten reinschaufelt und nachher die ganze Woche fasten tut? Macht wahrscheinlich niemand, oder? Es ist nur komisch, dass Christen das öfters machen. Dass sie in den Gottesdienst gehen und sagen, ja, der Pastor hat da eine gute Predigt zu halten, wo mich nachher eine Woche lang sättigen tut, wo ich davon leben kann, wo ich davon zehren kann. So ein bisschen Fleisch im Knochen, oder? Das ist das, was gefordert wird am Sonntagmorgen. Dass ich überleben kann. Aber was lieblich nicht geht, das geht auch geistlich nicht. Oder? Was natürlich nicht funktioniert, geht auch in der geistlichen Welt nicht. Oft ist das Natürliche ein Bild für das Geistliche. Das ist in der Schöpfung konzipiert von unserem Schöpfer. Es ist nichts kompliziert. Es hat alles so seinen Vorlauf, das Liebliche oder das Natürliche und das Geistliche übernimmt die Prinzipien. Deine und meine Nahrung kommt nicht heute Morgen serviert, sondern die musst du selber zu dir nehmen. Du dich selber ernähren. Durch das Wort von Gott, indem dass du das Wort immer wieder lesen tust, aufnimmst. Jeden Tag. Das kann ein Vers sein, das kann das ganze Kapitel sein, das können 3 Kapitel sein. Wenn du 10 Minuten im Alten Testament lesen tust und 5 Minuten im Neuen Testament, jeden Tag, dann hast du in einem Jahr die Bibel durchgelesen. Das ist unser Grundnahrungsmittel. Der Gottesdienst ist nicht da, um dich zu versorgen. Und das merke ich immer wieder, auch in unseren Kreisen, auch in unseren Kirchen gibt es immer wieder die Reaktion, ja, ich muss in den Gottesdienst, ich muss etwas aufnehmen, Nahrung aufnehmen, der Pastor muss etwas servieren, ich muss etwas zu essen haben. Der ist schließlich da, dass ich das Essen bekomme. Das ist ein komplett falsches Bild. Das entspricht nicht dem Neuen Testament. Du nimmst selber die Nahrung auf. Der Gottesdienst ist für etwas anderes da, als Inspiration, als erweiterte Familie, wo Beziehungen können funktionieren, wo Menschen vermittelt werden, integriert können werden, wo Menschen geholfen werden auf ganz verschiedene Art, geistlicher, natürlicher Art, finanzieller Art, wo es um eine Vision geht, wo es um einen Auftrag geht, wo es ums Miteinander geht, etwas zu teilen, miteinander auf dem Weg zu sein. Aber die Nahrung, die du brauchst zum Leben als Christ, die musst du jeden Tag für dich selber aufnehmen. Sonst bist du grau und matt.
Also wenn ich ohne zu essen bin, könnt ihr meine Familie fragen, ich kann nur fast eigentlich so in einem geschützten Rahmen. Sonst, ich habe das auch schon versucht, daheim. Es wird unerträglich für alle, oder? Also da habe ich noch etwas zu lernen wahrscheinlich. Ich habe eine Geschichte gelesen, um diesen Punkt noch abzurunden. An der Küste von Florida hat es eine Fischercrew gegeben, die haben Krevetten gefischt. Jeden Tag. Und was sie am Abend nicht verkauft haben, haben sie nachher wieder ins Meer zurückgetan. Dann sind die Möwen gekommen und haben die Krevetten aufgefressen. Das ist mehrere Jahre gegangen. Eines Tages geht die Fischerflotte weiter an die nächste Küste, weil die leer gefischt war. Was ist passiert? Die Möwen sind gekommen am Abend, aber es hat keine Krevetten gehabt. Weil die Fischercrew keine Krevetten mehr, die vorigen, ins Meer geworfen haben. Und jede einzelne Möwe ist gestorben. Weil sie nicht in der Lage sind, nicht mehr in der Lage sind, weil sie verlernt haben, sich selber zu ernähren. Weil sie sich abhängig gemacht haben von denen, die die Krevetten ihnen servieren tun. Und das Gleiche kann bei uns Christen genauso passieren. Das ist eigentlich tragisch. Es geht nicht nur darum, einfach die Bibel zu lesen, sondern dem Heiligen Geist zu vertrauen, dass er zu einem reden tut. Und der zweite Grund ist, wähle einen neuen Zugang. Das Bible Discovery kann einen neuen Zugang dir geben. Und zwar, wenn du jetzt da bist und sagst, ja, also meine liebe Andi, ich lese die Bibel schon seit 50 Jahren, von mir aus 100 Jahren, dann erst recht. Dann erst recht kann Bible Discovery dich neu inspirieren und ein neues Werkzeug dir, eine neue Kompetenz dir geben im Bibellesen. Weil Bible Discovery tut mich ein bisschen fokussieren auf den Text, den ich jetzt heute lese. Und die Frage zwingt mich ein bisschen zu fragen, was hat das jetzt mir heute zu sagen? Nicht, was habe ich schon zu diesem Bibeltext alles schon gehört oder schon gelesen. Oder manchmal, wenn ich einen Bibeltext lese, denke ich, ja, also meine Güte, das ist langweilig, ich weiss das schon alles. Also es ist wahnsinnig überheblich, oder? Aber ich habe den schon x-mal gelesen. Was sollen wir da noch, was soll das jetzt noch mir jetzt heute sagen? Das kennen wir doch schon, oder? Und das Bible Discovery tut dich neu irgendwie das zu Boden bringen. Darum bin ich so auch Fan von dem Werkzeug. Und wie gesagt, es ist ein Werkzeug, eine Methode, ein Hilfsmittel in deinem Werkzeugkasten. Es gibt da ganz gute Werkzeuge, auch zum Bibel verstehen. Nichts gegen das. Es geht nicht, um etwas auszuschliessen oder gegeneinander auszuspielen. Ein Bibellesehilfe vom Bibellesebund. Oder irgendein anderes Andachtsbuch. Oder gute Predigten, gute Seminare, eine Jüngerschaftsschule, ein theologisches Seminar besuchen. Das ist alles wertvoll und wichtig, das ist super. Es geht um den Werkzeugkasten. Bible Discovery ist so ein bisschen, ich würde es auch sagen, simplify your Bible study. In unserer Zeit, wo so vieles wir wissen, so viel Information, so viel Wissen wir uns aneignen, ist eigentlich das Bible Discovery so ein bisschen simplify. Oder vereinfachen dein Leben mit der Bibel. Vielleicht auch mit deinem Hauskreis. Der dritte Grund, und das ist, glaube ich, der wichtigste Grund. Der dritte Grund. Und der liegt Jesus wahrscheinlich tiefst am Herzen. Das entspricht am Wesen von Gott und am Wesen vom Reich Gottes. Der dritte Grund. Fang an, die Bibel zu lesen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich glaube, wir sind in unserer Zeit irgendwo daran herausgefordert. Der Luther hat die Bibel übersetzt und die Sprache, also die Bibel wieder verständlich gemacht. Und Kiel hat wieder angefangen zu reden, wie die Leute reden. Heute sind wir in der Gefahr, dass wir als Christen für uns die Bibel lesen. Aber wenn das unser Schatz ist, wenn das unsere gute Nachricht ist, wenn das ist, was unser Leben verändert hat, dann sollten wir doch das teilen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Mit dem
Arbeitskollegen, wo du vielleicht 8,5 Stunden lang zusammen schaffst. Mit dem, wo du dich gut verstehst, vielleicht in einem Verein. Wieso behalten wir das Wort von Gott für uns? Und das entspricht das tiefsten Anliegen von Jesus, dass seine Botschaft weitergehen darf. In unserem Land alle Menschen dürfen erreichen. Dass alle Menschen dürfen den Zugang finden zu dem Wort von Gott. Und wenn es für uns Nahrung ist, dann ist es auch für den Herr XY Nahrung. Für unseren Nachbarn kann es zur Nahrung werden, wenn wir es ihm zugänglich machen. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wo es ganz wichtig ist, neu umzudenken. Und dass wir lernen, Menschen zu integrieren in unseren Gruppen, was es auch immer ist. Kleingruppen nach Maß, ob das Dienstgruppen sind, ob das Musikgruppen sind, dass wir Leute integrieren, die irgendeine Sehnsucht haben, eine Suche haben nach Gott, aber Jesus noch nicht gefunden haben oder die einfach auch gar keine biblische Vorkenntnis haben. Und das gilt nicht nur für unser Land, sondern das gilt eben für alle Völker. Gott möchte, dass der Schatz, sein Wort darf zugänglich werden allen Völkern, allen Menschen. Und darum finde ich es so toll und darum bin ich auch einmal auf das Bible Discovery gekommen, weil Markus